Hallo. Oh Gott, ich habe mich doppelt. Oh. Ah. Da ist gewunden. Liegt über der egal. So, Stream, glaube ich, läuft. Sieht ganz gut aus. Jetzt sitzen wir uns mal gescheit hin. Ja. Eigentlich war wieder Anno auch gesagt. Ich hätte irgendwie Bock drauf gehabt. Nur leider ist es ein bisschen schwierig. It's not so easy. Okay, jetzt schon langsam keine Meldungen ein. Ja. Dafür, dass es am Wochenende kein Horizon nicht gegeben hat, gibt's heute Horizon. Anno verschiebt sich noch mehr um eine Woche. Anno ist ja wurscht. Ist das Mandu? Ja, das ist Mandu. Mandu ist da. Mandu spielt jetzt Horizon. Umschalten. Weil die geht mir nämlich jetzt schon seit 5 Minuten auf den Sack. Gerade als ich anfing, mich hier zu langweilen, kommst du vorbei, Jägerin. Ich hab ja letztes Wochenende die Jagdprüfung als Video gemacht. Dazu bin ich drauf gekommen, dass da noch ein Jagdgebiet gibt. Da bin ich kurz hergereist. Dann habe ich mir von der guten Dame diesen Jägerbogen gekauft. Denn der ist noch ein bisschen wie den, wo wir gehabt haben. Hat aber die gleichen Pfeile und so weiter und so fort. Ich habe dann quasi austauscht, habe ein bisschen geupgradet und ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Aber die auch noch sogar hergegeben, nicht? Okay. Brauchen wir ja gerade schauen. Maximale Stufe. So schaut das Ganze dann aus. Wir haben ungefähr 20 Schaden mehr. 20 Schaden macht einiges aus. Also haben wir uns jetzt den gegönnt. Und ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Ich habe mich dahergebracht und das war's dann schon. Bist du zu meinen Prüfungen hier? Ein wahrer Jäger arbeitet stets an seiner Technik. Schrei nicht so. Jagdgebiet. Prüfung steht da. Lautloses Plündern Prüfung. Plündere Vorratslager ohne Maschinen aufzuschrecken oder zu beschädigen. Nutze hohes Gras, Rauchfässer oder Rauchbomben, um unentdeckt zu bleiben. Ein roter Indikator bedeutet, dass die Maschine dich entdeckt hat. Fügst du irgendeiner Maschine Schaden zu, ist die Prüfung fehlgeschlagen. Verwende deinen Fokus und bla bla bla. Plündere Vorratslager ohne Maschinen aufzuschrecken oder zu beschädigen. In 3 Minuten 30. Kann schwierig werden. I'm ready for... Eine meiner besten Prüfungen. Rutsch einfach mit einem Seil rein, dann starte ich die Zeit. Warum bist du halt so unendlich laut? Und ihr seid alles so laut. 1, 2, 3. Säure sollte bei dieser Maschine helfen. Also der geht da hinter, der macht uns keine Probleme. Der geht da auf und nieder. Und die Sohle? Und da ist noch einer. Der geht da auf und nieder. Also, wir probieren es einfach, komm her. Nach oben.
Dank der Daten aus den Brutstätten kann ich jetzt Aufspürergräber überbrücken. Ja, ey Leute, das hilft mir gerade nicht. Der muss sich da jetzt schleichen, dann plündert man die eine Vorratskiste noch. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. Hui! Ha! Wo ist ein Ding? Wo man das? Die Geschichten über dich sind nicht übertrieben. Nicht. Oh, 4 Jagdmedaillen. Metallscherben. Oh, 5 Medaillen. Und 6 Medaillen. Und damit haben wir jetzt 75 Medaillen. Die haben wir aber vorher schon gehabt, die 75 Medaillen. Wenn die Medaillen haben, die wo da oben haben. Das weiß ich jetzt nicht. I don't know. Auf alle Fälle haben wir das relativ easy abgeschlossen. Stiller Schlag Prüfungen. Erledige Maschinen mit einem stillen Schlag oder einen Schlag von oben, um unentdeckt zu bleiben. Das Ganze in 1 Minute 30. Eine meiner besten Prüfungen. 3 Rutsch einfach Maschinen. mit einem Seil rein, dann starte ich die Zeit. Okay. Das können wir schon mal vergessen. Auf ein neues. Prüfung ab. Lieber eine andere Prüfung? Also ich weiß nicht, was heute los ist. Aber gefühlt kommt mir das Spiel brutal laut vor. Als ob die da irgendwie was an der Lautstärke gepatcht haben. Spring an den Seilen. Mal schauen. Audio. Runter, dann starten wir die Prüfung. Vielleicht ein bisschen too much. So vielleicht. So. Einmal dieses, einmal dieses. Da haben wir noch eine. Ich sollte was anderes als Schockmunition nehmen. Komisch, sie ist einfach mal wieder so leise. Verstehe die Frage nicht. Auf alle Fälle möchte ich von da herum gleich am mitnehmen, wenn es geht. Oh, der hat super funktioniert. Dann müssen wir das irgendwie ein bisschen anders timen. Lieber eine andere Prüfung? Spring an den Seilen runter, dann starten wir die Prüfung.
Okay, 2 Stück. Kurz plündern. Wo ist die Sonder? Erledigt. Gib mir. Erledigt. Puh, also mit Rauchbomben ist relativ easy. Ohne war es unmöglich gewesen. Sie werden die Suche bald aufgeben. Das hoffe ich doch. Hallo? So, Prüfung Nummer 2. Haha, du hast Talent, du kannst stolz auf Schrei dich bitte sein. nicht so. Ein Reishorngeweih, hör aus. Da war gleich ein Spückerli dabei. Jetzt haben wir 90 Medaillen. Ah, das gefällt mir. Glaub mit 54, glaube ich, kriegt man ein legendäres Teil in der Arena. Die Arena müssen wir halt auch noch freischalten. Also wir machen halt nur Nebenquest und gehen wir vielleicht ein bisschen Richtung Las Vegas. Richtung Poseidon. Eine meiner besten Prüfungen. Rutsch einfach mit einem Seil rein, dann starte ich die Zeit. Nein, ich wollte so nicht schon wieder neu starten. Möchtest du neu anfangen? Nein, ich möchte an eine Prüfung. Lautloses Gleiten. Nutze deinen Schildflügel, um ungesehen über Maschinen zu gleiten und sie von oben zu erledigen. Habe bereits einmal gemacht. Ich bin bereit, diese Prüfung zu Rutsch ein starten. Seil hinunter. 2 Ich Stück. brenne darauf, dir zuzusehen. Ich hab aktuell nicht auf die Uhr geschaut. Ich wollte doch gleiten. Also gut. Innerhalb von 1 Minute? Ja, leck mir Mosch. So was habe ich gewollt. Also, dass das stressig ist oder so. Möchtest du neu anfangen? Ja, bitte. Spring an den Seilen runter, dann starten wir die Prüfung. Vorsicht jetzt. Es ist das ja persönlich so. Locker easy. Eine gute Jagd verdient einen guten Preis. Du kannst stolz auf dich sein. Ho. 4 Jagdmedaillen, 5 Medaillen, 6 Medaillen, Reishorn-Zirkulator. 8 Medaillen. 2 Fertigkeitenpunkte, 150 Metallscherben. 300 Metallscherben, Gewebe Nahkampfverteidigung und 10 Medaillen. 57 Metallscherben und 12 Jagdmedaillen. Wow! 105 Medaillen. Wird die so bei F addiert. Also insgesamt jetzt 15 Medaillen gekriegt habe.
Nicht pro Ding. Könnte sein. Du weißt, wo du mich findest. Ja, weiß ich. Vorrat öffnen, vielleicht haben wir ja noch was Nützliches. Auffüllen, okay. Ja, erstmal speichern. So. Dann haben wir da einen Unterschlupf. Und da irgendwas Unbekanntes und ein Grasareal. Das nehmen wir mal kurz mit. Da ist eine Reliktruine mit Rebellen oder so. Genau. Möchte aber aktuell gerade links liegen lassen. Ich sag's wie es ist. 48 Steine habe ich schon im Inventar. Die sieht aus, als hätte sie einen Kanister auf dem Rücken. Okay, das macht ja der einmal gar nichts. So ein Schuss ins Auge. Danke, Tati. Lass sie nicht rankommen! Ha! Locker. Ist da noch irgendwo was? Abgetrennt. Warum habe ich eigentlich nicht mehr die Quest offen? Poseidon deaktivieren. Ich habe 7 Fähigkeitspunkte. Wahnsinn. Nahkampfverteidigungsspule. Halt. Rohstoffe. Ich habe schon eine Grünglanzplatte. Oh, gar nicht gewusst. Oder du nice gekriegt. Kanistergräber Primärnerv. Wie viele Teile es heute da gibt. So, schauen wir mal geschwind. Stiller Schlag Stärkung. Stiller Schlag verursacht mehr Schaden, kostet Quante 2. Apropos, was haben wir denn da noch? Beweg dich mit schweren Waffen schneller, etwas schneller. Das ist eine gute Aussage. Maschinengesundheit. Fügen über mehr Gesundheit. Effiziente Reparatur braucht kein Mensch eigentlich nicht. Stachelwerfer braucht man auch nicht. Wobei, zur Falle wird, braucht man nicht. Der beim Auftreffen oder in der Nähe eines Ziels explodiert. Und dann haben wir da noch breiter Stoß mit dem Bolzenschießer. Bolzenschießer nutze ich aktuell gar nicht. Schwere Waffe plus. Konzentrationsregeneration. Das machen wir jetzt einfach. Das nehmen wir jetzt da mit. Das kann man immer brauchen. Ausdauerndes Feuer. Dreifachschuss. Waffenausdauer. Erhöht ein Waffenausdauer-Limit. Haben wir aktuell eigentlich kein Problem. Also, warten wir da noch damit. Fallenstellerin braucht man sowieso nichts. Resonatorschaden braucht man nicht. Resonatorstoß, Aufladung, Wuchtangriff.
Nahkampfzünder. Haften bleibt. Relativ sinnlos. Was haben wir denn da noch? Mut bei Aufprall. Trankgeschick. Auf jeden Fall. Mut bei Aufprall nehmen wir auch noch mit. Ja. Dann kennen wir schon auf ein bisschen was. Fähigkeitspunkte technisch. Da rennt das noch mehr Grasareal. Okay. Schauen wir mal zu den Unbekannten. Reinklang. Gehen uns weiter, die Jäger. Okay, da kann man Affe. Da muss man wahrscheinlich tauchen. Bitterkraut. Also tauchen muss man jetzt nicht unbedingt. Auf keine Entwickler mit auf 4, vielleicht kann man da auf was. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. 321 heilende Beeren. Da haben wir da oben. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Auf jeden Fall sind wir von dahinter gekommen. Da geht's aber noch weiter. Und da sind wir auch wieder draußen. Ich glaube, wir schauen mal über die Höhle noch mit durch. Irgendwie traue ich dem Braten noch nicht ganz. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da noch durch. Okay, vielleicht da nicht, ich weiß ja nicht. Na? So, ab nach unten. Dann habe ich irgendeinen anderen Weg verpennt, genau dahinter. Okay, das kann man unter Wasser?
glaube, ich sollte noch mehr auftauchen. Huff. Oh Gott, ich kann doch nicht auftauchen. Ich stirb. Ja. Ja, Mann, ich kann dort auftauchen. Aber dann ist das für mich noch ein blockierter Weg, den wo wir ohne Tauchmaske noch nicht machen können. Aber ist egal. Ich hoffe, das hat so ein bisschen gespeichert. Was ist auch nicht? Was zur Hölle ist da los? Schock könnte viel Schaden verursachen. Ein Spitzenhimmelsgleiter. Und ein normaler Himmelsgleiter. Mhm. Okay. Das tut gut. Das ist ein Krallenschreiter. Bist du ein Wächter? Ein Rotaugenwächter. Es gibt ihn noch. Tati, du bist der Wächter. Wow, die macht mich gerade voll fertig. Oh Gott, keine Munition mehr. Gib. Überschild. Aua, jetzt halt ab jetzt. Oh. Gott.
Was weißt du, schon leicht 2. Jetzt wieder jetzt! Du schaffst es einfach nicht, irgendwas zu machen. Dann hängst du wieder da wie der Buddha auf der Sohn. Gott. Hab dich! Uff. Trink. Munition leer. Oh. Oh, Blutsack! Was ist denn das für ein Elitegebiet? Aua! So, ich hab keine Heilung mehr. Da fliegt das Teil.
Leute und Kinder. Machines Parts. Okay, ich glaube, irgendwie ist was kaputt. Ja, ich habe jetzt auch kein Problem, die Machine Parts zu verkaufen. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Immerhin haben wir einen Klingenschweif von einem Krallenschreiter. Ist das schon mal voll wert? Explosiver Schlamm. Ich glaube, das sollte nicht alles so sein, wie es gewesen ist. Ein Klingenschweif von Himmelsgleiter. Da unter den Handstöber. Puh. Lecco mio amore. Also gefühlt übersammelt die schon wieder. Aber ist egal. So, ich wollte eigentlich nur noch mal dahinter das Gebiet sehen. Nicht da alles mögliche plündern und schieß mich dort. Jetzt habe ich gar nicht noch geschaut, was da oben gibt. Ist da irgendwie was Besonderes? Das ist ein Höhlenpilz, der war eigentlich nicht da sein sollte. Und der Rotfuchs. Oder ist Niente. Vielleicht ist das ein Nebenquest-Ding. Gebiet. Da wir da eigentlich noch gar nicht sein sollten. Sind wir aber schon da. War wieder schneller. Na, irgendwie sowas könnte man vielleicht vorstellen. Das ist ein tolles Ding. Das stimmt. So. Ein Grünglanz mitnehmen. Und versunkene Höhle. Kann mich mal. Gucken wir dann, wenn wir es machen können. Jetzt, wo alles richtig durchnässt ist. Stürmer. Komisch, jetzt sind da vor mir Stürmer. Feuerkanistergräber, die habe ich noch nicht kennt. Säurekanister. Ja gut, es gibt ja genügend Gräber. Aber, ich muss noch mal kurz nachschauen. Wo war denn jetzt der Rotaugenwächter? Da ist er. Da gibt es aber noch die Elite-Form davon. Vom Feuerreishorn gibt es das nicht mehr. Doch noch Rücken. Also Feuer haben wir eigentlich schon komplett entdeckt. Alle fallen mir da noch ein paar Bebenzahn und sowas. Krallenschreiter gibt es auch noch so viel. Also die haben echt nervig, die Krallenschreiter. Kannst jetzt sagen, was du magst, die sind nervig. Spitzenhimmelsgleiterherz, das allein was schon wert. Da war ein Eichhörnchen. So, Gräber, du lässt mich in Ruhe. Dann lasse ich dich in Ruhe und wir gehen da zu der Ruine und zu dem Graserareal. So, Bärensand.
So gut wie voll und Faserwurz haben wir auch noch gekriegt. Packt die Holotaschen. Ein Spitzenkrallenschreiter. Natürlich wird sie verteidigt wie... Die Maschine stört sich nicht an Säure. Schwach gegen Schock. Der normale auch schwach gegen Schock. Und glaub mir, nehmen wir noch was mit. Ist egal, es hilft uns nichts. Und zwar werde am I sein schönes Schwänzchen durchschreißen. Hephaestus war wohl damit beschäftigt, Jägerkiller zu bauen. Bitte starr jetzt! Nur mal geschwind was ausprobieren. Ich habe ja einen Schockkriegerbogen. Zwar ohne Spule und ohne Verbesserung oder sonstiges. Aber vielleicht hat mir der jetzt helfen. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht liegt hier etwas Nützliches Okay, herum. vielleicht dann nicht. Ich sollte mal da reinschauen. Ja, ja, jetzt tun sie noch der anderen. Warum ruinst du denn nicht, Elö? Elö. Das hat nicht gereicht. Munition reicht sowieso nicht. Aua. Ha! Explodier! Ach, sag mal. Meine süßen Babys. Ich sag die süße Babys nicht. Rote Augen wechseln dort da weh, aber was nicht glauben mag. Zack, ja, jetzt. Aha. Jetzt ist es so aufgemacht.
Oh, Niederschlag. Aua, wo kommst denn du jetzt her? Ja, Mann, die hat schon gestrahlt. Ich brauche Munition. Hallo, das ist meiner. Spitzenkrallen schreit der Herz. Ja, das geht. Okay. Also Krallenschreiter sind echt nicht Ein guter Fund. zum Unterschätzen. Sagen wir es, wie sie ist. Das war doch einer. Aber es ist machbar. So, jetzt haben wir dann eine Heilung bald wieder voll. Feuerdornrückenareal. Ist er auch durchgegangen? Okay, da können wir dann eh durchgehen. Das ist eine versunkene Höhle. Jetzt machen wir erst einmal die Ruine, hätte ich gesagt. Aber diese Lagerfeuer, da können wir unseren Loot speichern. Nicht, dass wir ihn auch verloren. Nicht, dass wir ihn auch verlosen. Okay, was ist hier drin? War ja prinzipiell nicht ganz so gut. Hallo Waschbär. Schnell speichern. Schaut das hier aus. Die schaut an sich ganz gut aus. Und jetzt mal eine Relikt-Ruine. Irgendwo tippe ich mal. Was kreiten da schon wieder so umeinander? Ah! Eine alte Lore. Ob sie sich noch bewegen lässt? Wofür ist dieser Schalter da? Okay. Sie. Oh, der Schalter kontrolliert die Schienen. Hallo. Ist doch umgescheut. Weiter geht's nicht. Ah. Okeli dokeli. Schön mal mit auf 4. So, Weiter geht nicht, oder wie? bewegen wir das Ding. Haben wir doch In dem gerade. Raum ist irgendein Relikt. Aber wie kommt man da rein? Sammle das Ornament. Erst bitte rüber. Ein Schlüsselmodul. Ein Schlüsselmodul.
Hallo? Hey. Könnte nützlich sein. Baujahr. 1962. Müsste irgendwo an der Hausmauer stehen. Habe ich leider im Video schon gesehen. Ich hoff's. Dann mal los. Man braucht einen Code. Vielleicht gibt's hier was Nützliches. Das war nichts. Okay. Dann schauen wir nochmal um. Und wo steht da Baujahr? Und schon wieder Krallenschreiter. Wobei eigentlich doch erst erledigt. Da dann. 1923. Geschafft! Ha! Oh. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Okay. Wohin jetzt? Ah, Feuerglimmer. Jetzt können wir da einer mit der Lore und dann gehen wir da rauf. Das Ding muss hier rüber. Mhm. Haben wir die schon wieder gesehen? Okay, Kim. Wir schon wieder Krallenschreiter jagen. Lang jetzt der dabei. Maria spitzen Krallenschreiterherz. Und das ist mir ja eigentlich gegangen, sonst hätte ich es ja direkt stehen lassen. Aber durch das, dass wir einen Spitzenkrallenschreiter dabei gehabt haben, haben wir gedacht, na, müssen wir mitnehmen. Okay. Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet. So, Schiebung. Okay. Was heißt denn da okay? Feuerglimmer hört sich toll an. Jetzt irgendwie so edel an. Stimmt, ja. Geschafft. Noch ein Relikt. Ich behalte. Wochenendausflug. Als wir diesen Wochenendausflug geplant haben, um Carlos Beförderung zu feiern, weißt du, was ich mir da vorgestellt habe? Wie ich unter der Kuppel am Pool liege bei angenehmen Temperaturen und überteuerte Drinks aus schönen Gläsernen schlürfe. Stattdessen schwitze ich hier meine Seidenbluse durch und suche nach einem guten Platz für diese Kugel, während Alisa und Carlos den Tourleiter ablenken und Tom und Amir ihr tausendstes Holo-Selfie mit dem Güterwagen draußen machen. Aber weißt du was? Das ist es absolut wert, denn keiner verarscht den goldenen Tukan. Erstmal. Ich überlege später, was ich damit mache. Netter Schal. Wie das rauscht. Haha. Auf alle Fälle gibt es da noch einen Feuerglimmer. Stufe 27 haben wir mittlerweile. Draxler-Affe. Grünglandsplitter. Bewegen wir das Ding. Was zur Hölle tut da raus der Breitschlund?
Das ist wirklich alles. Krallenschreiter, Breitschlund, also... Himmelsgleiter. Das ist ja ein Wahnsinn. Das Ding kann den Schweif nicht einsetzen, wenn ich ihn zerstöre. Ach, das hilft mir auch nicht. Es ist wieder eine Nacht. Das darf man da nicht vergessen. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Steine was wir sammeln können. Ich glaube, das steht sogar der Hering. Fertigkeiten hätten wir schon wieder 4 Stück. Rauchbombenkapazität. Stiller Schlag Heilung brauchen wir eigentlich nicht. Feuere einen mächtigen Schuss aus kniender Position. Okay. Waffenausdauer plus 20 plus 100 Mut. Ja. Leiser Speer. Dann ist sowieso schon Ende. Notizbuch, Datenpunkte. Warten, Reliktruinen. Hört. Da sind's. Da gibt's Arbor. Aussichtspunkte, Flugschreiber, Signallinsen haben wir ein bisschen was. Das ist noch unbekannt und Überwachungsdrohnen. Das sind die Sammelobjekte. Ah, na, Metallblumen können wir diesmal nicht sammeln. Das geht nicht. Das geht nicht. Spitzenkrallenschreiterherz haben wir doch. Okidoki. Dann gehen wir doch mal weiter. Da vorne ist ein Dornrückenareal. Da warten wir aber noch ein bisschen. Hätte ich jetzt gesagt, mit meinen jugendlichen Leichtsinn und so. Ich würde eigentlich nur schauen, wie viele Steine wo ich sammeln kann, bis das Maximum erreicht ist. Aber eigentlich ist es egal. Was zur Hölle fliegt da für Kometen umeinander? Da ist ein Rebellenaußenposten vorn. Dornrücken. Gegen Schock. Ich hab das gar im Rebellenlager. Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Wir müssen sie im Blick behalten. So, jetzt immer mit der Ruhe. Jetzt lassen wir mal so Dornrücken schlachten. Da haben wir noch einen Stoßzahn, wo sie da sind. Hallo? Sichtkontakt! Nein. Timos Bild.
Der letzte Schuss. Mittlerer Gesundheitstrank, die können wir brauchen. So, dann machen wir gleich noch den Außenbus. Hätte ich gesagt, wenn wir schon drauf sind. Weil. Noch So ein nicht. Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Aber Befehl ist Befehl, schätze ich. Hey Leute, du bist voll ganz schön grob. Sehe dich. Grob. Jetzt aber nur gesagt haben. Hallo, schaust du wieder auf Tee? Ist jetzt der da oben gekommen? Stehen bleiben. Es ist diese Nora-Kriegerin. Wie willst du sterben? Erschießen! Alles verboten. Das muss der Anführer des Außenpostes sein. Eindringling! Seht ihr hin? Sie ist verletzt! Oh, jetzt ist sie. Sie sind erledigt! Nach Marken zu suchen. Noch mehr Marken. Ich sollte sie zum Hain bringen, Hallo. wenn ich Zeit habe. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich muss mich am besten um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich jetzt da. Na, wo hat's denn? Ich brauche Munition dafür. Problem ist, ich sehe nicht am Epen. Und Feuer frei! Na, Kim.
Erledigt. So, sammeln wir kurz. Dann schauen wir mal nach da oben. Vielleicht ist ja da was Schönes. Gut. Warum die wohl Skorpione dabei haben? Du willst, dass ich dich hole? Ich spüre dich auch. Ich wusste, ich bin... Dieser Außenposten macht keinen Ärger mehr. Ha! Abgeschlossen. Und das Lagerfeuer. Da haben noch Lakistis. Lakisti mag ich holen. Ah. Dann noch mehr herum. Der Jagdjob. Das ist ein Jäger. So, Jetzt schön geleiten. erledigt. Kurz da vorne hingehen zum Lagerfeuer. Apropos, wir brauchen vielleicht auch mal wieder ein bisschen Reinholz. Ah, wir haben jetzt da quasi im Durchbruch. Okidoki. Ich wollte aber eigentlich da hinten noch Affe schauen. Nichtsdestotrotz tun wir das auch. Die Wendung haben wir abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich bevor man die Hauptstory gemacht hat. Oh Gott, jetzt sind sie schon wieder da. Das mal häufig eigentlich nicht mehr. Ist wahrscheinlich die Außenposten geschlossen, dass man da nicht durch kann. Denn ich befürchte, dass das irgendwie so sein muss und da ist Holz. Weil ich glaube, einen Holzverschleiß haben wir aktuell schon sehr hoch. Ich habe zwar einiges auf Lager. Wofür dieser Schrein wohl ist. Nicht dein Ernst. Okay, blockierter Weg. Hätte ich mal sparen können. Da. Also, wir haben da noch zwei Fragezeichen. Darunter haben wir auch noch 3 Fragezeichen. Das sind Rebellen-Außenposten. Wir könnten natürlich das Gebiet da irgendwie ein wenig so clearen. Allerdings hätte ich jetzt einfach einmal so spontan gesagt, Bock auf Nebenquests. Und zwar eigentlich die für Arena. Der erste Flug begibt sich zum Berggipfel. Begib dich zur Rollrückenposition. Die ist da unten. Auf den Hügelkamm.
Das ist Sonnenflügel-Areal. Das ist ein unbekanntes Donnerkiefer-Areal. Unbekannte Siedlung am Tor der Besiegen. Ah, Gimini. Und wenn ich da hier reise, gehen wir das da geschwind aufdecken. Kann man natürlich dann auch nach unten gehen. Ja. Es gibt jede Menge zu erledigen. Also das auf jeden Fall. Sagen wir es so. Wichtig war für mich heute mal das Ziel, Arena freischalten. Wenn wir die Arena freigeschaltet haben, glaube ich, kriegen wir da spezielle Ausrüstungsteile, die uns vielleicht wirklich im Kampf erleichtern. Wieso wir das Gebiet nicht aufdeckt haben, weiß ich vielleicht nicht. Da ist eine neue Nebenquest. Wo zur Hölle kommt die her? I don't know, you don't know, we don't know. Bist du bald fertig? In deinem Alter war ich auch so ungeduldig. Ist alles okay? Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter. Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken. Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter. Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Nicht nur Blumen, mein Kind. Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen. Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenakt-Gebiet. Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen. Gesungen? Kann mich nicht an die Melodie erinnern, aber an seinen Tonfall. Und an seinen Namen. Nilo. Er blieb damals für 1 oder 2 Tage. Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte. Und er hat seine Rückkehr nach Reinklang verschoben. Für die Blumen, sagte er. Sag mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme. Beinahe. Beinahe. Aber meine Lust zu kämpfen war stärker. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Würde er mich gern in Reinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Reinklang, aber ich bin manchmal dort. Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde. Bitte. Er war dort ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. Ich glaube ja. Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht? In voller Blüte. Ein paar so Scharlachstiele pflücken. Ich mach das schon. Ein Verwüster Oh Gott. auf der Jagd. Gerüstet für einen Kampf. Oh ja. Besser denn je zuvor. Au. Gibt's bei denn irgendwas, was man abschießen muss? Wo ist denn der? Verwüster.
Es gibt kein Haupt-Upgrade-Teil nicht. Der Schmerz lässt nach. Aua! Sieh mal einer an. Natürlich schon ist ein Säurepfeil. Hallo! Also schon langsam kommen wir auf so Stufen, da wo Gegner nicht mehr so das Problem sind. Aua, Langhals. Aufhören. Es tut ja weh. Oh, Grünland. Sturmzeug darf. War jetzt eigentlich genug? 2 von 3. Diese Tenak-Soldaten stecken wohl schon wieder in Schwierigkeiten. Schon wieder. Und dann die Dinge da. Was sag ich mal? Da, jetzt oder? Jetzt? Begib dich noch rein, Klapp. Du wirst so schnell abgelenkt in deinem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Okay. Von die Spitzendinger kann man echt nichts machen. Das kann ich fast nicht glauben. Biebenzahn, Stoßzahn. Krallenschreiter haben wir bereits 5. Langbein, Flügelbrenner 3. Beutelgewebe, eine Stachelschnauze. Elementarkrallenschreiter, Beutelgewebe. Okelidokeli. Verwüste Primärnerven. Scharlachstiel. Stil. Whatever.
wollte eigentlich noch da oben noch gehen. Ich wollte das noch fertig machen, weil vielleicht kriegen wir ja Ding, Brutstätte. Vielleicht ist ja die nicht ganz so extrem und dann kann man ja noch den Auftrag machen für die Arena und dann wird es schon wieder 10, ich sag schon keiner. Das Tor der besiegen. Aber bevor wir da jetzt hingehen, mache ich jetzt ein kurzes Raucherpäuschen, holen wir einen neuen Tee und dann sehen wir uns gleich wieder. Guten Tag. Deine Zeichen sind wahrhaftig. Einen Stellendienst, meine Liebe. Die Luft ist dick vor Hitze.
weiter geht's. Dann gehen wir mal auf... Das sind viele wütende Tenakt. Draka und Yara sind schon hier. Willkommen, Fremde. Willkommen, Du willkommen. kannst es stoppen. Du bist hier. Die Heldin der Kulrut. Aloy, willst du dir die Herausforderung ansehen? Muss es denn eine Herausforderung geben? Oh ja, muss es. Wenn du darauf bestehst, stürzen sich all diese Truppen in den Kampf. Wie viele werden hier sterben? Und wie viele werden bei Vergeltungsaktionen in unseren Dörfern sterben? Es muss doch auch anders gehen. Hört, was sie zu sagen hat. Das seid ihr beide ihr schuldig. Yara, ist das hier wirklich notwendig? Er hat die Wunde sabotiert. Du glaubst doch nicht, dass er nichts davon gewusst hat. Und es war alles Teil seines Plans, einen Konflikt zu provozieren. Verstehst du nicht? Das ist, was er die ganze Zeit wollte. Es ist egal, wie viele sterben, solange er kriegt, was er will. Das Kommando über den Clan. Nein. Ich werde das beenden. Jetzt! Draka, du hast viele gute Jäger verloren, um Maschinenherzen gegen Wasser tauschen zu können. Willst du noch mehr verlieren? Aber das ist doch der Grund, weshalb ich das mache. Wieso mussten meine Leute überhaupt nach anderen Quellen suchen? Ich schwöre, ich hatte nichts damit zu tun, was in der Wunde passiert ist. Ukta kam zu mir, er hat unterirdische Lecks gefunden, die wohl zu einem Brunnen führen, das war's. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll die Wunde trockenlegen. Dann hört auf, damit wir darüber reden können. Nein, genug geredet, keine Lügen mehr. Yara ist nicht zu trauen. Das ist erwiesen. Puh. Also ich werde ja dafür, beide müssen sich zurückhalten. So wollt ihr also euren Clan retten? Ein Massaker, um zu ermitteln, wer die Befehle gibt? Lasst diesen Irrsinn und arbeitet zusammen. Sie hat recht. Legt eure Speere beiseite. Kehrt zurück nach Hause. Und sie behält das Kommando? Niemals. Siehst du? Alles, was er will, ist, mich abzusetzen. Sein Rachefeldzug muss hier enden. Da sind wir mal einer Meinung. Wähle eine Seite, Aloy. Denn wir werden das jetzt klären. Es muss einen Weg mit weniger Blutvergießen geben. Die Tenakt machen es sich nie leicht, oder? Leider nicht. Ich möchte gar keine Seite nicht. Ich tue mich mit dem zusammen, weil ich glaube ja irgendwie, dass er nichts damit zum Tor hat. Es geht nicht darum, dass Draka gegen dich konspiriert, Yara. Es geht um dein Volk. Du hast sie über die Wunde belogen. Du hast auch gesagt, dass nur ihr Überleben zählt. War das auch eine Lüge? Denn wenn nicht, dann tritt zurück. Gib Draka eine Chance als Kommandant. Es war keine Lüge. Deshalb übergebe ich den Befehl niemals jemandem wie ihm. Dann kämpf gegen uns. Nur gegen uns. Du willst Leben retten? Dann halt deine Truppen da raus. Ich habe gesehen, wie du kämpfst. Diese Soldaten kämpfen mit mir. Dann kämpfen wir mit Aloy und Draka. Dann sind wir gleich viele. Es macht mir keine Freude, gegen euch zu kämpfen. Neue Regeln. Wir kämpfen es unter uns aus. Der Sieger hat das Kommando. Oh oh, Zeit Okay. zum Angriff. Oh Mann, darauf habe ich mich echt gefreut. Für dich ist es hier vorbei. Hab's kaum gespürt. Einen. Sollte das etwa
Was sind die anderen? Ah, hallo. Ich gehe nachher nach Hause. Ich kann schießen. Das soll mich aufhalten. Nur eine weitere Narbe. Ein Hit. Dann habe ich. Erledigt. Es ist vorbei. Tja. Willst du mich etwa warten lassen? Das hättet ihr nicht tun müssen. Hekaro hat nichts getan und Regalla hat rebelliert. Okay, also... Wie sieht der Plan aus? Die Wunde hat immer noch nicht genug Wasser für alle. Ich versammle die Anführer aller Wüstendörfer. Wir finden einen Weg. Einen Moment lang klangst du wie ein richtiger Kommandant. Dein Vertrauen ist inspirierend. Hier, nimm den. Als Dank für das, was du heute getan hast. Du hättest dich raushalten können. Das vergesse ich dir nicht, Wüstenflamme. Heiß. Ein Feuersturm Ich schwitze Kriegerbogen. überall. Gemini kann ich aber trotzdem noch nicht machen, hä? Sprengbaste, der Nacktsoldat. Also Heilung braucht man da echt nicht gerade wegen. Ja, wir kamen da jetzt in die Höhle rein. Brutstätte und so. Stärke sei mit dir. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Immer gut, einen Kriegerbogen zu haben. Uff. Okay. Schock, Säure und Feuer. Nehmen wir mit. Weißt du, wie du ich sah? Warum? Säure war das meiste. Säure brauche ich aber nicht. Ich brauche Schock. Gut, dann haben wir das da. Das gefällt mir. Ein paar Punkte haben wir. Etwas schneller. Stelle eine Maschine bei der Überbrückung auf aggressives oder defensives Verhalten ein. Das gefällt dem Menü. So. Rest an den Vorrat gesendet. Brutstätte Gemini kann ich noch nicht machen.
Geben wir zwar gerne noch mehr einige, aber laut meiner Ansicht geht da noch nichts. Oder geht da allgemein nichts. Da hat er besiegen. Warten wir einfach noch, bis dass wir so weit sind. Aufspürer Gräberareal. Bewegen wir uns jetzt da in die Richtung nach unten. Hätte ich jetzt einfach gesagt. Und ist das Vernünftigste. Heu, irgendwie ein Reittierchen. Hobby. Kann diesen Ort nicht betreten. Wegen mir überhaupt reiten. Wurscht was. Ich hab einen Dornrücken. Also mit denen können wir schon ein bisschen rein. Das ist zwar ein bisschen zu groß für die Kamera, aber das ist egal. So. Hallo, kann ich mich speichern? So. Einfach laufen. Das schaut sehr düster aus. Du. Feuer nehmen wir geschwind mit. Was haben wir denn da für ein Gebiet? Stachelschnauze. Das wird mir nicht einmal angezeigt. Das ist so frech. Brauche ich Stachelschnauzen? Sieben Beutelgewebe einer Stachelschnauze. Definitiv nein. Oh, das war stylisch. Stürmer. Unbekannter Unterschlupf. Gleich noch ein Fragezeichen, macht man dann gehen wir zu deinem Unterschlupf. Hallo. Ich schätze, sie braucht Unterstützung. Ach, Scheiße. Entdeckt. Spitzenwühler. Stachelschnauze. Stachelschnauze. Wer bist du? Ach, egal, hilf mir! Probieren wir doch einfach mal unseren Schockkriegerbogen. Das hast du sauber abgetrennt. Ich schwör dir. Au, au, au. Komm schon. Au, 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 au.
Sie sicher? Haben Sie sie erwischt? Bitte nicht kaputt. Bitte. Böser Unterschlupf. Ich schau mal, ob es ihr gut geht. Beim geht's gut. Ah, Nebenquest. Ja, es funktioniert. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Was ist denn dieses Fragezeichen? Oh, Mann. Da gibt's 2 Mal einen Unterschlupf. Why? Ich verstehe die Frage nicht. Munitionsherstellung. Und das bietet sie natürlich schon. Dann füllen wir mal Yusuf. Weil im Vorratslager haben wir natürlich wesentlich mehr Material als bei uns dabei. Und das glaube ich ist aber da der Trick dran. Dass wir wieder auf unser Vorrat zugreifen können. So, keine Munitionsherstellung. Outfit Upgrade geht nicht. Waffen Upgrade. Brauchen wir Brüllrücken. Brüllrücken. Wo eins geht. Nehmen wir mit. Da geht auch nichts mehr. Okay. Sehr gut. Der Draht zum Stachel ist noch intakt. Die Anlage geht noch. Bist du okay? Du hast die Maschinen besiegt. Danke, aber du solltest jetzt gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Also diese Anlage. Sie empfängt Ton durch diesen Draht. Von dem Ding auf der Klippe, dem sogenannten Stachel. Aber die Nachricht ist unvollständig. Und du versuchst sie komplett zu empfangen? Wie hast du all das rausgefunden? Ich habe unterwegs einiges gelernt. Wenn du willst, können wir darüber reden. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als würdest du was davon verstehen. Also dann. Leg los. Wie hast du die Nachricht zuerst gehört? Ich war Schmiedin oben im Anrecht. War kein leichtes Leben. Viel harte Arbeit, ohne was davon zu haben. Dann hörte ich eines Tages ein Flüstern von einem Stahlstab. So schwach wie der letzte Rauch aus einer erkaltenden Esse. Als ich den Stab bewegte, wurde das Flüstern lauter. Ich habe etwas gebastelt, die Anlage gebaut und folgte dem Geräusch so gut es ging. Je westlicher ich kam, desto stärker wurde es. Dann fand ich den Stachel dort oben. Als ich meine Anlage anschloss, waren die Worte klarer denn je. Was ist das wohl für eine Nachricht? Ich weiß nicht. Sie hat etwas Trauriges. Wie ein Band zwischen 2 verlorenen Seelen. Ich wüsste gern, was sie bedeutet. Du bist keine normale Bastlerin. Ich war überhaupt keine Bastlerin. Eher Metallarbeiterin. Ich kam aus Hauptquell. Meine Schweißnähte sind so fein, dass man sie kaum sieht. Nicht, dass das jemals jemand anerkannt hätte. Weißt du, da oben muss man ein Mann sein, um weiterzukommen. Ich hatte mal die Chance,
in einer der besten Schmieden im Anrecht zu arbeiten. Hab aber den Job nicht gekriegt. Mein eigener Bruder hat nicht für mich gestimmt, nur weil ich eine Frau bin. Wie auch immer. Hier draußen muss ich mich immerhin nicht über herablassende Männer aus Hauptquell ärgern. Imposante Anlage. Wie funktioniert sie? Naja, wie du gesagt hast. Der Stachel da oben scheint den Ton einzufangen. Und dann kommt er durch den Draht in mein Gerät. Ich habe Spulen eingebaut und ein dünnes Metallblech, das vibriert und den Ton verstärkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das tut es. Und du hast es hier aufgebaut? Ganz allein? Ich traue eigentlich niemandem. Was ich tue, mache ich meist alleine. Ich sehe mir den Stachel mal an. Vielleicht kann ich mehr von der Nachricht empfangen. Wie? Sagen wir, ich habe auch eine Anlage. Ich wusste nicht, dass Nora Bastler sind. Sind sie nicht, aber ich schon. Irgendwie. Bin gleich zurück. Okay, na gut. Schätze ich. Okay. Folge einfach dem Draht zum Stachel Ganz oben. Signalsuche, ja, dann machen wir das dabei. Und ich bitte dich, mach nichts kaputt. Hey, du kennst mich wohl nicht. So, wie schau mal, was kaputt gemacht hat. Warum ist ein Lagerfeuer? Das ist ein versteckter Unterschlupf. So ist es leicht. Das ist bestimmt ein Materialkissen da. Müssen wir da geschwind rein. Oder Feuerglimmer. Ein Grünglanzfragment. So, kurz Vorrat öffnen. Vielleicht braucht man ja irgendwas. Ein bisschen was vielleicht. Da können wir nichts mitnehmen. Da haben wir einiges noch. Ja. Vorräte aufgefüllt. Was bist du eigentlich? Ein Nabelschwein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Überblick verloren, was wir mir brauchen. An Tierchen und so. Aber ich habe mir ja die Aufgaben nachgestellt. Der mir ist halb so wild. Da drüben ist auf alle Fälle ein Rebellenlager. Das werden wir aber definitiv nicht machen, denke ich mal, die nächste Zeit. Das ist auch noch irgendwie Unterschlupf, da ist noch irgendein Fragezeichen. Das möchte ich gerne mitnehmen, das Fragezeichen. Hört das. Keine Wunden. Er muss ertrunken sein. Was hat er im Teich gemacht? Also, das weiß ich schon, dass ich da nicht tauchen brauche. Ein Grünglanzklumpen. Es gibt echt nichts, was es nicht gibt. So, da hinten ist ein unbekanntes Lagerfeuer. Da können wir nicht durch. Da müssen wir kraxeln. Rotdornpfeffer.
Ah, da hinten ist das Rebellenlager. Vielleicht nehmen wir geschwind das Lagerfeuer damit. Ein Färber kann das gebrauchen. Bestimmt. Da ist das Lagerfeuer. Dann müssen wir da wenigstens nicht mehr unbedingt her. Und können uns dann gleich herporten, weil da vorne ist Rebellenlager. Totale. Die Höhle können wir auch noch nicht machen. Da ist auch noch mal der Unterschlupf. Ja, den haben wir gerade gesehen. Das Rebellenlager ist anscheinend da oben. Auf alle Fälle ist dort Antenne. Wait, da ist Grünglanz. Ich könnte den Grünglanz eintauschen. Ja, wo? Oh, da ist der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. 142 am Enduring Victory. Vorratsabwurfsignal. Roy, ich bete, dass du Nachrichten. Enduring Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Na, Ich gleite. Das sollte eine gute Abkürzung sein. ist bestimmt. Au. Hallo. Unbekannter Unterschlupf. Ah, da oben ist noch einer. Okay. Deine Anlage empfängt eine Nachricht aus der alten Welt. Eine Art Aufnahme. Das habe ich mir gedacht. Hast du etwas mehr gehört? Ein wenig. Sie wurde aufgezeichnet in einem schlimmen Krieg. Vielleicht klingt sie deshalb so traurig. Etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst, schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tenakt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von 3 Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch 2, beide hoch oben. Im Tenakt-Gebiet nördlich von hier ist ein großer heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst. Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silga. Wenn du es findest, Aloy, will ich gerne wissen, was es ist. Okay, begib dich zum Turm im Brennspeer und über der Basis. Okay. Definitiv nicht jetzt. Jetzt begeben wir uns einmal zu deinem Unterschlupf, dann zu deinem Lagerfeuer. Da unten ist noch ein Stachelschnauzengebiet. Ja. Also, das haben wir jetzt entdeckt, okay. Easy Snack.
Schlängelzahn. War auf alle Fälle auch interessant. So ein Schlängelzahn in der freien Wildbahn und so. Unbekanntes Wühlerareal. Da unten ist übrigens Las Vegas. Rede mit Talana. Talana ist da drüben. Das ist ein Fragezeichen. Jetzt gehen wir wieder um die Richtung Wühler. Dann können wir ja weiterschauen, ob wir vielleicht noch weiter Richtung Las Vegas gehen oder ob wir vielleicht in die Arena kommen. Je nachdem. Eins nach dem anderen. So, auf alle Fälle möchte ich das Lagerfeuer da gerne mitnehmen. Ja, Arena, mein Lieber. Das ist Schlängelzahn-Areal. Ich kann es einfach nicht lassen. Gestützte Plattform. Sinnlos, Schockmunition zu nehmen. Okay. Dann los, wir ganz einfach kommen. Und gehen wir zur Rollrücken-Position. Spitzen auf den Spürergräber. Es gibt so viele Sachen. Aber Rollerrücken jetzt ja schon mal gut an. Ich brauche noch Brüllerrücken. Feuerkanistergräber. Stachelschnauze. Rollerrücken. Ein Rollrücken. Rollerrücken. Wie Kala gesagt hat. Ich muss ihn erledigen. So, erstmal Säure.
Sieht irgendwie das Feuer aus. Ey. Die Säure. Ruhig, Brauner. Sei Munition an dem. Geschafft. Ich sollte mir diese Sehne holen. Ja, hallo! Feuer kannst du da haben. Wenn du das gerne hast. Langsam wird es wirklich so, dass So, ich sollte zurück zu Kalla. Die Teile abliefern. interessant wird. Ich kann die Brüllrücken nicht plündern, das ist schade. Sicher eine Viecher brauche ich für meine Waffen. Das war gar nicht einmal so schlecht. So, Sonnenflügelareal. Oh, da liegt noch der Schwanz. Das sieht man nicht alle Tage. Bestimmt. Spulen, Zielgeschwindigkeit. Also. Braucht kein Mensch nicht. Rollrücken, Hammerschweif, Primärnerv. Haben wir mir schon viele Sachen. Robuste Panzerplatte 158. 158. Und bearbeiteter Metallblock. Der vorher aber ausgeben, glaube ich. Grünglanz gibt es auch so viele verschiedene schon wieder. Und die Sehne. Dann müssen wir mir jetzt zurück. Himmelgleiter und Sonnenflügel. Und da war Lagerfeuer. Wir könnten aber das auf den Weg zurück noch mitnehmen. Wobei. War wurscht. Nehmen wir es noch mit. Blut für Blut. Um was geht's unter Namen in der Quest? Decker will ihren Enkel Kawa finden, der sich Regalas Rebellion angeschlossen hat, um ihn davon zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren. Die so schnell um ist. Zweifelsfast. Ich glaube, wir gehen doch erst in die Arena und dann gehen wir von oben runter, gell? Okay, also Holz brauche ich demnächst deswegen auch noch nicht sammeln. Machen wir so viel, dass er die Hälfte hat. Speichern und zurück zur Hauptquest. An dem Ort. Da ist noch so viel unbekannt. Reisen wir mal da hin. Also, da mal noch Tili ausklinken.
Also ich muss sagen, seitdem wir den neuen Jägerbogen haben, machen wir ordentlich Damage. Und das, was wir kriegen, können wir noch gerade aushalten, mittlerweile. Im Namen der 10. Im Namen der 10. Da gibt es was, das Nahnein Quest. Das wird jetzt eigentlich nicht unbedingt. Regalla hat die Kultur Ja. angegriffen. Und eine Fremde hat sie Da oben ist ein Fragezeichen, kann das sein? Hab mich so lebendig gefühlt. Klingt, als hättest du es dir verdient. Die Visionen der... Hallo, hast du Waffen für mich? Scheiterhaufen Jägerbogen. Haben wir bereits. Eisfeuer Sprengschleuder. Was haben wir mir aktuell für Schleuder? Okay, ich hab nur die. Krallenschreiter. Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator. Ein Schadendraht. Ein Feuerdraht. Brennstachelwerfer mit Feuer und Abriss. Und ein Haufen Schaden. Uff. Jetzt ist zumindest schon mal interessanter. Spulen. Säure plus 15%. Löschwasser plus 15%. Brandgegnerschaden. Erhöht Stoß, Sprengschaden gegen Gegner im Brandzustand. Okay. Okay, da gibt es nichts, was man unbedingt brauchen kann. Rohstoffe. Die verkauft man. Alles andere traue ich mir fast nicht. Kriegen wir zwar auch noch einiges. Aber mit den ganzen Barren und so, traue ich mich irgendwie nicht. sind erneuert. Für deine Abenteuer brauchst du diese neuen Visionen. Ihre Stimmen. Naja, was hast du Schönes für uns? Beziehungsweise hast du was Schöneres wie das, was... Nein. Außerdem Pfeilbrecher, außerdem Wanderin. Karja Schatten. Karja Wanderin. Nix, was man brauchen kann. Sollen ich hätte etwas, was du brauchst. Ah, Vorrat. Dann nehmen wir immer mit. Fleisch haben wir auch schon so viel. Und nutzen wir es nie. So, können wir da schon wieder irgendwas machen? Munition wahrscheinlich herstellen und dann war's es. So ist es. Jo. Waffen können wir nichts machen, Outfit auch nicht. So oder so wird dieser Krieg entschieden werden. Die 10 blieben Wir sind Na cool. Ja, ich möchte halt nicht zu viele Missionen annehmen. Das ist halt mein Problem. Ich habe mittlerweile so viel. Ich kann wahrscheinlich 8 Stunden lang Ding machen. Keine Armee kann ohne Vorräte marschieren. Nebenmission und dann kann man vielleicht immer an dem Punkt, da man wieder weitermachen kann mit der Hauptstory. Willst du nachher eine Runde Streit spielen? die Balliste brauchen. Nein, mag ich nicht. Aloy, hast du ein paar Marken oder Medaillen? Hast du welche aus den Jagdgebieten? Doch wenn du Teile hast, die wir für die Arena brauchen, musst du mit Kalla sprechen. Ich habe ein paar Marken gefunden, die du erwähntest. Gut, die Kameraden und Familien der Verstorbenen werden dankbar sein. Hier,
Eine um's kleine mir selbst Belohnung für dich. anzusehen. Aber pass weiter Weißt auf. du, Es gibt noch ich viele dachte, Außenposten Häuptling in der Hikaru Wildnis. hätte die Vision der Einheit erfunden. Oh, tut mir leid. Zweifelt? Ich habe im Augenblick Immerhin keine hat niemand sonst Kein die Problem. Vision Sag Bescheid, jemals wenn du welche gesehen. findest. Er hätte alles mögliche. Ja, für 100% muss man es sowieso machen. Das... Ja. Das ist schon. Scharfschussbogen. Pfiuh. Ein Jägerbogen mit Schock und Absprengen oder was ist das? Seine Pfeile schlagen ein wie Steine und bringen sie zur Rechenschaft. Gezogenen zu Fall. Aha, okay. Wow. Ist nicht so toll, wie ich gewartet. Freilich ist jetzt der gehärtete Pfeil mit 52 Schaden und 200 Abriss schon mal gut. Aber Schock? Ja gut, warum eigentlich nicht? Der ist halt brutal mit Plasma. Marshall Jägerbogen. Ein Mittelstreckebogen, der von Tenakma-Schellen eingesetzt wird. Er nutzt Zielen der Jägerpfeile, um die Angriffe von überbrückten Maschinen zu steuern und kann Schaden gegen Gegner im Brandzustand anrichten. Ach, was zur Hölle? Leuchtsprengerstachelwerfer. Bei unter 100 deabonniere ich euch. Es wird nicht viel kommen. Der war natürlich schon sexy. Ein Plasma-Stachelwerfer. Bolzenschießer brauche ich eigentlich nicht. Mich würde ja interessieren, was das dritte ist. Der ist jetzt schon anders, so wie halt kein Ding aufnehmen, kein Absprengpfeil. Aber von der Ding her, von Schaden an sich war halt der schon sexy. Und der hält halt auch normaler Schaden vom gehärteten Pfeil. Nora Donnerkriegerin. 54 Arena-Medaillen. Die Nacktbezwingerin. Elite-Karja-Pirscherin. Oh, die war natürlich schon cool. Oder müssen wir in der Arena-Medaillen machen? Sofortige Branchance. Sofortige Brüchig-Chance. Plus 3%. Ja gut, das... Verdien mehr Medaillen und du wirst reich belohnt. Bloß gut, dass du nicht das Sagen hast. Ich denke, ich sollte gehen. Gute Reise. Hast du von Dein den Klingenarm Visionen hilft. gehört? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Medaillen und Sachen, was man da kriegt. Eine Ehre, Streiterin. Ich bin Nako. Warst du schon mal draußen im Tal der Gefallenen? Ich glaube nicht. Warum? Was gibt's dort? Mein dummer kleiner Bruder. Das Tal ist ein Test für Ausdauer und Geschick für meinen Clan, die Tiefländer. Doch es ist seit Monaten geschlossen. Befehl der Kommandantin. Es gibt Berichte über merkwürdige Lichter unweit der Küste. Und in dem Gebiet wimmelt es von tödlichen Maschinen. Doch Dax, rücksichtslos und ungeschützt, ging dennoch hin. Akzeptiert ein Nein nicht. Hat 2 andere überredet, mit ihm zu gehen.
Sie werden seit Tagen vermisst. Marschallin Ivira wurde gesandt, um sie rauszuholen. Merkwürdige Lichter, tödliche Maschinen und vermisste Soldaten. Klingt nach viel, selbst für eine Marschallin. Ich würde selbst gehen, bin aber auf Transportdienst. Ich versuche, deinen Bruder zu finden. Wo ist dieses Tal? Südwestlich von hier, mitten im Tieflandgebiet. Guck nach dem Kletterpfad bei den Klippen. Er markiert den Beginn des Tals. Wenn du meinen Bruder siehst, gib ihm einen Tritt dafür, dass er mir Sorgen macht. Okay. Im Tal der Gefangenen. Ja, die ist klar. Jägerpfeilküche. Poseidon. Talana. Säurekrallenschreiter. Ich hätte gern Brüllerrücken. Aber ich finde Tweet-Kui. Würdige Lichter an der Küste. Das kann nichts Gutes sein. Ich sollte mir das angucken, wenn ich dort bin. Hast du die Teile? Ich habe die Teile für die Balliste. Wunderbar. Wir reparieren sie sofort. Und dann wird die Arena fertig sein. Du darfst hier jederzeit kämpfen. Wie geht das? Sag mir Bescheid und ich arrangiere dir eine Herausforderung. Medaillen, die du beim Kämpfen gewinnst, kannst du dann bei mir für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Das gilt auch für Medaillen aus den Jagdgebieten, nicht nur aus der Arena. Wenn du deine Ausrüstung verbessert hast, wirst du mich Kala vorziehen. Ich will beim Training der Trupps helfen. Es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Schön für dich. Dann gehe ich jetzt. Sprich mit mir, wenn du gewinnst oder wenn du Soldatenmarken hast. Na gut. Wenn du jetzt in der Arena kämpfen willst, können wir sie schnell einrichten. Ich versuche das mal. Gut, wir machen mit der Streiterin im Ring wieder auf. Zeig uns, was du kannst. Natürlich. Die Arena. Bist du bereit, deine Maschinenjagdfertigkeit auf die ultimative Probe zu stellen? Springe in die Arena und nimm es in sich steigernden Herausforderungen mit den stärksten Maschinen auf. Schließe Herausforderungen ab, um Arena-Medaillen zu verdienen, die bei der Preismeisterin gegen einzigartige und extrem mächtige Ausrüstung eingetauscht werden kann. Wähle deine Waffen und kümmere dich um deine Gesundheit, bevor du die Arena betrittst. Sobald du drin bist, hast du keine Gelegenheit mehr dazu. Okay. Oh, das ist dieser Donnerkiefer. Ein Schlängelzaun. 2 Krallenschreiter und 3 Plünderer. Das ist ja das schon. Maximale Zeit 2:30. Drei Medaillen. 15. Probieren wir es einfach. Wird schon gut gehen. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, weil 2:30 ist jetzt nicht Fall für 2 Krallenschreiter. Krallenschreiter machen mir eigentlich immer Probleme. Vom Zeitlichen. Kann ich da überbrücken? so eine Hilfsmaschine oder so? Erstmal kann hier nicht viel ausrichten. Au, au, au. Gehst du auf jetzt?
wird absolut keine Ruhe mit die scheiß Krallenschreiter. Ganz so furchtbar. Nicht mehr. Jo, du Hans. Das Metall ist... Jetzt wieder auf jetzt! Ich sage es doch. Krallenschreiter. Furchtbar. Na, Lust. Die Soldaten werden diesen Kampf nicht vergessen. Ja, wie schon. So schnell wie möglich. Zeig mir deine Medaillen, dann zeig ich. Was kann ich für dich tun? Schauen wir Aloy? mal, was wir für die Arena-Medaillen kriegen. Weil, warum soll ich es jetzt verschwenden, wenn ich es schon nutzen kann? So ein Marshall-Jägerbogen oder so. Den nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Vergleichen. Maximale Stufe. 80 Schaden, 215 Abriss. Was das andere ist, ich habe keine Ahnung. Aber nehmen wir mit. Komm zurück, wenn du richtige Ausrüstung sehen willst. Ja. Ich habe richtige Ausrüstung. Jetzt weiter. Natürlich. Viel Glück. Eine Munition, die Plasmaschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus. Triff Leuchtsprengkanister mit Plasmapfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Ja, allen war klar, dass Regala angreift. Aber eine Maschine zur Bombe zu machen... Wenn du Medaillen hast, bist du deiner Ausrüstung würdig, Streiterin. Zielende Jägerpfeile. Zielende Jägerpfeile. Diese speziellen Pfeile können für begrenzte Zeit ein Ziel festlegen, das von überbrückten Maschinen angegriffen wird. Endlich habe ich genug Medaillen aus dem Jagdgebiet, um mit dir Also braucht kein Mensch nicht. Hauptsache das haben wir. Nicht schlecht. Berserker-Jägerpfeile. Schwäche deine Gegner, indem du sie gegeneinander kämpfen lässt. wie auch immer. Aha. Der Vision geleitet. Die Maschinen, die die Rebellen kontrollieren. Aha. Ja, das ist geschickt. Das gefällt mir. Okay, einen Sprung kann ich machen. Der kostet mir jetzt da nicht weit. Überspannen schauen. Flutschlitzer und Steinbrecher. Steinbrecher. Wo ich schlechte Erfahrung gemacht damit. So, verbessert man einfach mit der Idee, wo wir ausgerüstet haben. Die anderen brauchen wir eigentlich dabei nicht. Outfit, können wir nichts machen. Passt. Mir gefällt das, dass der 53 Schaden macht. Und das ist der Berserker-Jägerpfeil. Ich weiß auch nicht mehr als du. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Mit dem Schwert in der Hand. Jeder Kampf wird überrascht. So, jetzt schauen wir mal, was dort für ein Fragezeichen ist. Möge deine Klinge Vielleicht kriegen wir ja noch eine Maschine oder so ab. Dann gehen wir die Berserkerpfeile probieren. Vielleicht sogar bei den Säurekrallenschreiter, weil die vielleicht sogar ein bisschen Bock drauf. Kann man das jetzt probieren. In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen.
Rebellenaußenposten ist da auch noch. Gedenkhain. Jetzt mal wieder geschwind bei deinem Flugschreiber schau. Ich könnte Frostmunition einsetzen. Feuerreishörner. So, jetzt probieren wir mal unseren schönen Pfeil aus. Okay, der tut schon ein bisschen weh. Ich komme besser später wegen des Flugschreibers wieder. So. Warum geht das noch nicht? Nehmen wir lieber die Jitsu miteinander. Muss ja irgendeinen Weg ins Flugzeug eingeben. Ich könnte an den Flügel kommen. Vielleicht komme ich damit rein. Also doch nicht. Könnte herunter vielleicht. Schaut aus, als kann man da rein. Jo, Flugschreiber. Hier Romeo, bitte Status-Update. Flug 41, ihr müsst euren Kurs anpassen, um den Schwarm zu umgehen. Bitte antworten, Ende. Flug 41, bitte bestätigen. Meine Sensoren melden, dass der Kabinendruck weg ist. Ich schätze, die Crew ist tot und der Autopilot an. Flug 41 ist ein Geisterflug. Hier Romeo, bitte Status-Update. Flug 41, ihr müsst euren Kurs anpassen, um den Schwarm zu umgehen. Bitte antworten, Ende. Flug 41, bitte bestätigen. Meine Sensoren melden, dass der Kabinendruck weg ist. Ich schätze, die Crew ist tot und der Autopilot an. Flug 41 ist ein Geisterflug. Was immer mit den Personen im Flugzeug passiert ist. Sie konnten nicht antworten. Wahrscheinlich tot. Da ist Decker und da ist der Unterschlupf. Wahrscheinlich müssen wir den bereinigen mit ihr. Irgendwie so. Mal schauen. Was ist jetzt da mit der Aufgabe? Rede mit der Arenameisterin. Okeli dokeli. Dann schauen wir uns mal die Krallenschreiter da unten an. Mein Fokus hat noch einen Flugschreiber entdeckt. Die Maschine ist zäh.
Säure bringt hier nichts. Aber Plasma. Elementar... Was braucht man eigentlich? Eine einsetzbare Waffe, Säurebombenwerfer. Hallo? Durchtrau oder so? Wow! Au! Den Beutel, glaube ich, habe ich auch geschossen, leider. Eine Taube haben wir noch erwischt. Da haben wir ein Elementar-Dings, die Bums, die da. Und da haben wir auch noch einen. Elementar-Krallenschreiter. Beutelgewebe und einen Primärnerv auch noch. Also eigentlich optimal gelaufen. Ein Vorrat für die Jagd. Ein Außenposten? Eigentlich da die gern speichern. Ach, das ist nur Unterschlupf. Da kann man noch geschwind vorbeischauen. Aber vielleicht findet man ja irgendwie das, was wir brauchen. Na, right da. Wo ich mag nicht so gern, habe ich das gefällt. Warum ist das irgendwie? Ich glaube, in dem Fall haben wir mittlerweile zu Fuß besser unterwegs. So, einmal Vorrat öffnen. Ein bisschen Holz brauchen wir wieder.
Aber Holz haben wir ja sowieso mehr als genügend. So, jetzt schauen wir mal. Waffen-Upgrade. Brüllrücken. Kann ich da eigentlich Waffen durchschalten? Okay. Schade. Panzerwanderer, Blitzgewehr, Brüllrücken, Beutelgewebe. Frostklaue und Flutschlitzer. Schnapp mal Brüllrücken. Sturmvogel, Sturmkanone, Donnerkiefer, Schweif 2 Mui. Bebenzahn, Stoßzahn 8 Stück. Spitzenversängerherz. Mehr Waffen sind nicht schlecht, ja. Aber wo brauche ich die Verbesserung? Wenn man die braucht, ist irgendwo. Die Elementar-Ding, Bums und so. Die gut. Also bisher Pfeile sind jetzt nicht so mein Fall. Durch das dann, wo wir mir Feuer eigentlich nicht so gut brauchen, ist es nicht so schlimm. Ich glaube, das hätte man für irgendeine Waffen braucht. Irgendwie so man ist gewesen. Und da wir das nicht gehabt haben, haben wir es schnell lassen. So, jetzt da wir da mal speichern. Stufe 19 haben wir das letzte Mal gespeichert. Wir haben Stufe 28 oder so. Ja, Stufe 28. Kriegerin. Was haben wir denn da noch? Resonatoraufladung, Wuchtangriff. Resonatorstoß, Resonatorstaden. Krieger. Waffenausdauer. Schwere Waffen. Stiller Schlag Heilung, Stiller Schlag plus mehr Schaden. Nehmen wir einfach mal mit. Und nehmen wir da so Heilung mit. Passt. Das ist einer. Haben wir da. Elementarkrallenschreiter Primärnerv. Und ein Flugschreiber, der gedenkt kein. Tutorial. Spezialmunition. Okeli-dokeli. So, machen wir heute mal pünktlich Schluss, da die Song. Gut zum Schönen. Pünktlich ist eigentlich schon wieder eine Viertelstunde spät, wie was ich eigentlich wollte. Um 9 Uhr wollte ich aufhören. Aber naja, so einfach ist dann das auch wieder nicht. So, jetzt speichern wir dann noch geschwind und dann steht in der PlayStation an. Ja. So, am Wochenende möchte ich schauen, vielleicht schaffe ich dann am Sonntag wieder einen Horizon-Stream. Mal schauen, wie es funktioniert, beziehungsweise ob es geht. Mir war es auch Freude. Bis spätestens Donnerstag. Genau, Wochenende möchte ich wieder Horizon streamen. Wenn es zeitlich möglich ist, wenn nicht, hilft es natürlich nicht. Dann möchte ich schauen, dass ich nächsten Dienstag einmal mit Anno starte, weil irgendwann kommt dann Season 4 und ich bin wieder nicht vorbereitet. Was natürlich dann auch ein bisschen scheiße ist. So wird es einfach einmal so mit meinen Jugendlichen Leichtsinn. Ja. Ansonsten gibt es sonst noch irgendwie was. Samstag kommt wieder Landmannsküche. Ich vergessen. Wird diesmal wirklich lustig. Ich spoilere aber nicht. Ja, gut. Dann bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und am Donnerstag kommt dann der liebe Mandu wieder mit Pokémon. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.